Ja, Marc Hürtner. Rittnau nur noch wenige Tage bis zur Weltmeisterschaft. Wie ist denn der Stand der Dinge bei den Herren? Ja, der Stand der Dinge ist so, dass sie zumindest mal alle gesund sind, auch wieder gesund sind, gut trainieren können. Alle 7 hier angereist sind und wir jetzt die letzten 3 Tage auch ein gutes Training hatten und im Moment sind sie alle gute Dinge. Diejenigen, die wir jetzt auch in Kontiolahti nicht dabei hatten, die ein bisschen angeschlagen waren, auch gerade die Leistungsträger, der Arndt und der Andi, die jetzt doch wieder vollkommen regeneriert und wiederhergestellt sind und sich eigentlich wirklich sehr zielstrebig jetzt auf die kommenden Aufgaben vorbereiten können. Es ist in der Weltmeisterschaft im eigenen Land nicht unbedingt so das normale Ereignis als Saisonhöhepunkt. Bereitet man sich dann auch entsprechend spezieller auf diese WM vor oder versucht man einfach alles zu machen wie bisher auch? Nee, wir versuchen wirklich alles so zu machen wie bisher auch. Wir wissen schon, dass es auch was Besonderes ist auch für jeden Athleten und auch für uns als Trainer was Besonderes, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Aber ich denke, wir haben dieses Jahr gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch ganz vorne mitzulaufen mit einigen Athleten, haben auch einige Siegleistungen gehabt. Das ist natürlich wichtig, auch für das Selbstvertrauen der Athleten und der gesamten Mannschaft. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir das wissen und ansonsten aber schon die Bälle flach halten, alles versuchen normal zu machen. Und ich denke, dann haben wir auch eine gute Chance, erfolgreich abzuschneiden. Heute ist Ruhetag. Was stand die letzten Tage auf dem Programm? Was kommt jetzt noch als Feinschliff? Ja, wir haben jetzt noch mal auch eher ruhig, lang und durchgängig trainiert, denn es ist doch eine harte Wettkampfsaison bisher gewesen. Erst einmal ein paar Tage zum Verschnaufen gehabt, dann diejenigen, die angeschlagen waren, wieder im Aufbautraining gewesen, haben das auch jetzt noch mal genutzt in den letzten 3 Tagen und die kommenden Tage werden dann schon in die Richtung Wettkampfvorbereitung laufen, heißt etwas intensiveres Training mit dem abschließenden Kontrollwettkampf am Samstag und dann denke ich, sind wir gut vorbereitet für Ruhpolding. Du hast gerade angesprochen, 7 sind hier im Vorbereitungslägern. Wie viele fahren denn mit zur WM? Und das ganz große Fragezeichen natürlich, das alle beschäftigt, wie sieht es mit Michi Kreis aus? Ja, also zu Michi ist so viel zu sagen. Es war gut, dass der Fritz auch von Kontiolahti nicht dabei war, nach Oslo nach Hause gefahren ist. Sowohl mit dem Simon, mit dem Andi, aber auch gerade mit Michi zu Hause trainieren konnte. Er ist gut im Training gewesen, ist jetzt auch hier mit dabei, hat richtig gut trainieren können. Wie gesagt, wir werden die Tage jetzt hier auch abwarten müssen, welche Entscheidung wir treffen. Wir sind jetzt mit den 7 Athleten hier und werden auch bis Samstag warten, weil es ja auch aufgrund dieser Qualifikationen, der Micha Rösch hat die komplette, die anderen beiden, der Daniel Böhm und der Michi Kreis, eine halbe. Aber leistungsmäßig sind sie sehr eng beieinander, sodass wir auch bis zum Schluss eigentlich warten wollen, um dann eine definitive Entscheidung treffen zu können. Das heißt, die 3 abzüglich der 4, beziehungsweise die 7 abzüglich der 3 macht 4, die haben ihren Startplatz dann sicher? Ja, ich denke für den Einstieg in die Weltmeisterschaft, für die Einzelrennen in dem Sprint sind 4 Plätze, die vergeben sind. Und wir haben ja aufgrund des WM-Titels vom Arndt im letzten Jahr noch den 5. Startplatz und den werden wir wirklich auch bis zur letzten Minute warten. Wer der aktuell fitteste ist, den werden wir auch den 5. Startplatz dann geben. Zielsetzung bei der WM muss ich glaube nicht groß fragen. Natürlich versuchen, um die Podestplätze mitzulaufen. Was ist denn realistisch in diesem Jahr? Ja, das muss auf alle Fälle unser Anspruch sein, dort ums Podest mitzulaufen, gerade wenn wir auch schon mit dem Arndt und mit dem Andi mehrere Siegleistungen stehen haben dieses Jahr. Und ich denke, das werden auch die beiden sein, die das Zeug dazu haben, wirklich aufs Podest klettern zu können. Aber überraschend auch vom Simon und vom Flo lassen wir uns gerne. Die haben auch schon ansprechende Leistungen gebracht. Der Simon Anfang der Saison auch schon auf dem Podest gewesen. Und ich denke, wir sind mit den 4 ganz gut aufgestellt erstmal. Und wenn es optimal läuft, glaube ich, dann können wir auch ein gewichtiges Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. Ein Satz zum Heimvorteil, zum vermeintlichen. Gibt es den überhaupt im Biathlon? Und wenn ja, wo könnte der liegen? Ja, ich glaube, ein Heimvorteil ist immer schwierig zu sagen. Ich meine, natürlich ist der Rummel recht groß rundherum, dadurch ist die Belastung eigentlich auch eher größer. Aber ich glaube, der Vorteil wird der sein, dass man ein Riesenpublikum im Rücken hat und auf einer Woge der Begeisterung sicherlich laufen kann. Und das ist vielleicht der Vorteil, der am meisten wirken wird. Du hast ja auch schon mal eine Heim-WM als Athlet miterleben dürfen. Wie ist das? Merkt man jetzt schon bei den Athleten, dass da ein spezielles Kribbeln aufkommt? Ist bei euch in der Trainerschaft vielleicht die Nervosität auch schon ein bisschen größer als normal? Ja, ich denke mal, hier haben wir im Moment eine Situation, wo das noch ein bisschen weg ist, weil man hier auch seine Ruhe hat und in Ruhe trainieren kann. Auch nicht ganz so viel los ist hier auf den Läufen und am Schießstand, was uns wirklich auch gut tut. Aber ich glaube, wenn wir mal so jetzt in den letzten Tagen mal die Athleten auch geschaut haben, wie viele Tage sind es noch, sind gar nicht mehr so viele Trainingstage. Ich glaube, jetzt ist so der Moment, wo es auch langsam bewusst wird, dass es nicht mehr lange
dauert, bis es endlich losgeht und das Kribbeln, das muss auch da sein und ich glaube, jeder ist heiß und möchte auch gerne dann irgendwo zum Einsatz kommen. Hier in Rittenau sind, glaube ich, die Österreicher auch noch in der Vorbereitung oder andere Nationen. Ja. Schiebt man da ab und zu mal rüber und Skistand und schaut, wie die so drauf sind? Kann man da überhaupt irgendwas erkennen? Ja, bis jetzt war es eher entspannt. Ein paar Slowaken waren jetzt hier, Finnen. Die Amerikaner sind jetzt angereist. Ich glaube, zu denen muss man im Moment am ehesten gucken, die wirklich sehr, sehr gute Leistung auch beim letzten Weltcup in Kontiolahti gebracht haben. Und vielleicht machen die am Samstag auch den Kontrollwettkampf mit und dann hat man dort vielleicht auch nochmal einen Überkreuzvergleich. Und das sind, denke ich, eine ganz gute Situation im Moment. Generell, wie schaut es aus? Die Mannschaft wird dann am Sonntag oder am Montag nach Ruppolding anreisen oder gibt es nochmal einen kurzen Heimaturlaub? Ja, für die, die es jetzt nicht so weit bis nach Hause haben, die können am Samstagmittag nochmal einen kurzen Zwischenstopp zu Hause machen und alle wieder an oder ich, die jetzt weiter weg sind. Wir werden am Montag dann nach Ruppolding rüberfahren und uns dort gemeinsam alle treffen. Gut.